zu Gast ist Henning Krautmacher, früher Chef der Kölner Band Die Höhner. Seit 4 Jahren nimmt er sich Zeit für einen Haufen anderer Herzensprojekte. Unter anderem sieht man ihn jetzt auch als Schauspieler. Also wir haben Schule früher noch als Penne bezeichnet. Heute sind das Nudeln. Als Schule noch Penny hieß, da warst du schon Kinderprinz in Leverkusen und hast Blockflöte gespielt. Guten Morgen, Henning. Guten Morgen, lieber Flo. Guten Morgen allerseits zu Hause. Ist nicht meine Zeit hier, morgens um 9. Aber ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Bist du schon so im Frührentnerleben angekommen, dass du permanent ausschlafen kannst? Nein, du machst die Bezeichnung so viel, Frührentner ist schon seit 4 Jahren, dass ich von der Band weg bin. Das Rentnerleben hat mich noch nicht erreicht. Ich bin so ein echter Rentner. Ich weiß gar nicht, wie wir deine ganzen Projekte unterkriegen sollen in den 90 Minuten. Das ist so viel. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du ohne deinen berühmten Kölner Schnurres um die Ecke biegst, weil du hattest den zwischenzeitlich ab, ne? Der war mal eine kurze Zeit weg, so auch so ein bisschen aus Sympathie. Meine liebe Frau, die Anke, die jetzt auch zuguckt, durch ihre Krebserkrankung, die hat die komplette Haarpracht verloren. Und ich brauchte den PR-Schnäuzer ja nicht mehr. Ich war ja schon weg von der Band und da haben wir ihn kurzerhand abrasiert. Sah aber komisch aus, ich habe mich selber nicht erkannt und die Anke hat es dann auch befürwortet und da ist er wieder. Ich dachte, du hast das damals gemacht, der Anonymität wegen. Weil man dich natürlich ohne diesen berühmten... Ja, anonym war ich tatsächlich. Also ich bin durch die Innenstadt Kölns gegangen oder über den Bahnhof und keiner hat nach einem Selfie gefragt. Das war eine ganz neue Lebensqualität. Ja. Aber wenn du dich selber nicht mehr erkennst im Spiegel, dann ist das schon komisch. Und ich wollte auch meiner Frau weiterhin gefallen. Wie geht's denn der Anke? Mir geht's gut. Das Leben ist nicht mehr dasselbe, wie das vorher der Fall war. Kann man ja nachvollziehen, wenn man keinen Magen mehr hat. Aber sie geht damit gut um und wir sind jetzt fast 4 Jahre drüber über die OP und in gut einem Jahr, spätestens 1,5 Jahren, werden auch die Ärzte sagen, ja, Anke, du bist krebsfrei und da arbeiten wir drauf hin. Grüße an der Stelle an die Anke, die uns zuguckt. Freut uns sehr, dass Sie dabei sind. Ich habe ein ganz, ganz tolles Zitat von Ihnen gelesen, Anke. Das werde ich nachher noch mal in der Sendung präsentieren. Okay. Das ist eins, das an dich gerichtet ist, Henning. Ich glaube, du kennst es. Ihr wart doch jetzt erst in Spanien zusammen, ne? Ja, deswegen auch noch dieser leicht dunklere Haut dran. Das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Anke möglichst viel Vitamin D braucht, also Sonnenschein. Ich gebe zu, im Moment haben wir auch hier in Deutschland viel Sonne, aber wir haben uns da so ein ganz, ganz kleines Domizil geschaffen, wo wir uns immer wieder hin zurückziehen können. Nähe Valencia, glaube ich. Ja, genau, in der Nähe von Valencia, an der wunderschönen Orangenblütenküste. Das macht seinem Namen auch wirklich alle Ehre. Es ist wunderschön da und ganz ruhig. Also weg vom Leben auf Mallorca, Ballermann, so ist nicht so unser Ding. Dir wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Nee. Neben einer schönen Zeit in Spanien drehst du Filme, du spielst Theater, du singst ein Musical, du machst ganz viel Karitatives und du planst eine Wetten-dass-Wette. All das werden wir in den nächsten 90 Minuten besprechen. Und wenn Sie Fragen an Henning Krautmacher haben, sehr gerne. Der Mann ist da für Sie bis 10:30, live bei Volle Kanne hier im Landesstudio Düsseldorf. Henning Krautmacher ist bei uns. Sänger, Ex-Höhner, Chef, Kölner Original. Der Wasserstand im Rhein ist gerade auch nicht wirklich hoch, ne? Ja, alles zittert. Am kommenden Wochenende finden ja die Kölner Lichter statt. Da werde ich ein bisschen moderieren. Und ein paar Schiffe können eben den Weg jetzt doch nicht in Angriff nehmen, weil die Wassertiefe nicht ausreicht. Also schon, aber das Feuerwerk und auch die Drohnenshow wird stattfinden. Sag mal, wie wappnet ihr beiden euch, also du und Anke, gegen die sommerlichen Hitzewellen? Das ist jetzt ja schon die 3. Ja, also es hat jetzt in den zurückliegenden Tagen wirklich auch Nächte gegeben, die ich im Keller verbracht habe, weil ich in der Hitze überhaupt nicht schlafen kann. Die Anke kann da viel besser mit umgehen. Ja. Die kann auch bei 28 Grad Nachttemperatur auch wunderbar schlafen. Hast du so eine Pritsche im Keller aufgestellt? Ja, es ist wirklich ein ehemaliges Gästezimmer-Sofa, das wir dann ausklappen. Ist nicht die beste Matratze, aber ich verzichte dann auf den Matratzenkomfort für die Temperatur. Ja. Also zu wenig Einsatz, lieber Henning, kann man dir ganz sicher nicht vorwerfen. Du hilfst über alle Maßen an mehreren Fronten, zum Beispiel beim Thema Inklusion. Es gibt ein ganz bezauberndes Foto mit dir, das blenden wir jetzt mal ein, mit dir und Fabrice. Fabrice heißt der junge Mann. Belgien. Erzähl uns kurz was über Fabrice.
Fabrice ist, wie man jetzt schon am Outfit erkennen kann, einer der, selbst sagt er das, einer der größten Fans des 1. FC Köln. Kommt aus Belgien mit seinen Verwandten, Freunden, Eltern zu jedem Heimspiel des 1. FC Köln und spielt Panflöte. Und es war ein Herzenswunsch von ihm, einmal die Hymne, die Höhner-Hymne für den 1. FC Köln auf der Panflöte zu spielen. Das hat man ihm erfüllt. Die neuen Höhner haben das sogar live mit ihm aufgeführt und dadurch bin ich auch mit ihm in Kontakt gekommen. Ich habe mit einer Gitarre mit ihm das Ding mal gesungen, die Hymne. Und dann kam der Inklusionssong. Der 1. FC Köln gemeinsam mit der Aktion Mensch setzt sich für mehr Inklusion ein und ich gehöre zum Kuratorium der FC Stiftung. Und die haben ein Motto entwickelt, das heißt zusammen laut. Und meine Reaktion war, zusammen laut? Moment mal, das klingt ja schon... Das schreit nach einem Lied. Ja, ja. Und so ist der Song entstanden und viele haben Fabrice und mir geholfen. Annette Frier, Gildo Horn, Johanna Zimmer, die blinde Sängerin, Christina Vogel im Rollstuhl sitzend, die Radrennen-Weltmeisterin, 10-mal Gold. Und sie hatte Angst, ich kann doch gar nicht singen. Sie hat super gesungen. Einige Fußballer, Jonas Hector, Marc Uth, Stefan Engels, also alle haben mitgeholfen. Es war toll. Es ist toll, dass du das so en Detail jetzt quasi uns schon beschreibst, wer genau mit diesem Lied und im Ausschnitt, wo man auch Annette Frier übrigens ganz vorne sieht mit dem Mikro, steigen wir jetzt ein in das Porträt über dich, lieber Henning. Ich bin gespannt. Ab dafür. Neue Töne von Henning Krautmacher. Der Inklusionssong des 1. FC Köln soll Menschen mit und ohne Behinderung verbinden, nicht nur beim Fußball. Der Song, initiiert von der Stiftung des Fußballclubs und Krautmacher, dem ehemaligen Frontmann der Kölner Band Die Höhner, die wiederum ganz anders klingen. Sind wir dabei, das ist prima. Kolonia bzw. Köln spielt für Krautmacher eine große Rolle. Mehr als 3 Jahrzehnte ist er Gesicht und Stimme der Höhner. Nicht nur an Karneval sorgt die Band für Stimmung in der Heimat. Kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Kölsche Mundart und Krautmacher sind quasi eins. Dabei ist er gebürtiger Leverkusener. Doch sein Herz schlägt für die Domstadt und für den Fußball. So stammt auch die Vereinshymne des 1. FC Köln aus der Feder der Höhner. Sie gilt als eine der schönsten in Deutschland und sorgt nicht nur bei Köln-Fans für Gänsehaut. Der Band geht es nicht nur ums Feiern, sondern sie treten auch auf Demos auf gegen rechte Gewalt, Hetze und Ausländerfeindlichkeit. Ausdruck des kölschen Lebensgefühls. Toleranz ist wichtig. Ende 2022 ist für Henning Krautmacher dann Schluss bei den Höhnern. Nach einer Pause folgen andere Projekte. So thematisiert er auf seine Jecke-Art den Klimawandel mit Mighty Nguyen Kim. Und er spielt in mehreren TV-Produktionen mit, wie im Club der Dinosaurier 2025. Ich bin ja der eher old-fashioned oder oldschool, um meinem Bild zu bleiben. Also wir haben Schule früher noch als Penne bezeichnet. Heute sind das Nudeln. Schick sehen wir aus. Dankeschön. Hätte Sie fast für eine Schülerin gehalten. Ah, ja. Und so alt wie Ihr Anzug ist, wird's Zeit für die Rente, ne? Rente von wegen. Ab Oktober wird Henning Krautmacher wieder auf der Bühne stehen, in dem Stück Millowitsch endlich wieder lachen, an der Kölner Volksbühne am Rudolfplatz. Und ab November als Gast im Kölner Comedy-Musical Himmel und Kölle, für das er diesen Song zu Ehren eines anderen Kölner Originals geschrieben hat. Hier kommt der Kürbis. Der Kürbis, der ist immer und für alle da. Der Kürbis, der ist immer und für alle da. Vor allem bist du, lieber Henning, für deine Frau da. Ja, das ist ja wohl Ehrensache, oder? Ich weiß nicht, ob das für jeden Mann oder für jeden Menschen Ehrensache ist. Anke hat es folgendermaßen formuliert. Ich war 150 Tage im Krankenhaus. Henning war morgens um 8
schon bei mir, jeden Tag. Er hat mich nicht allein gelassen, er hat mich gewaschen, er hat mich auf die Toilette gesetzt, er hat mich im Rollstuhl gefahren. Er hat nicht aufgegeben. Sie auch nicht. Es gehören 2 dazu, das stimmt. Was war denn dein Anker in diesen 150 Tagen? Ich hatte keinen Anker, außer die Beziehung, meine Frau. Für mich war das selbstverständlich. Und ich habe natürlich auch sofort erkannt, was die Anke für einen Lebenswillen hat. Ungebrochen. Und da habe ich mich eigentlich nur eingereiht. Also das unterstützt du, ist doch klar. Ich bin mit Haut und Haaren überzeugungstätig. Ich war überzeugt davon, wir kriegen das hin. Die erste Reaktion war ja, das Ganze ist palliativ, die Frau ist nicht mehr zu retten. Und wir haben gesagt, nee, das war die erste Diagnose? Die erste Diagnose, ja, ja. Und da haben wir gesagt, ja, vielen Dank, wir holen uns doch mal eine Zweitmeinung. Und dann kam noch die Antwort, Sie brauchen sich keine Zweitmeinung einzuholen. Haben wir aber. Und der Rest ist Geschichte. Also das Ganze ist jetzt 3,5 Jahre, fast 4 Jahre her. In einem Jahr werden auch die Ärzte sagen, Anke Krautmacher ist krebsfrei. Und dann bricht eine neue Zeit an. Dann ist nämlich der Kopf auch frei. Ja. Für die Öffentlichkeit warst du über 30 Jahre lang der Mann für die ganz großen und auch lauten Gefühle als Frontmann der Höhner. Als das dann mit Anke passiert ist, da wurdest du still und leise, abseits der Öffentlichkeit, das hat ja keiner mitgekriegt am Anfang, dann zum Pfleger. Welche Seiten an dir hast du da kennengelernt, die du vorher so nicht kanntest? Ich habe ein kleines Medizinstudium begonnen, zwangsläufig, weil jeden Tag im Krankenhaus gab es wieder eine DIN A4-Seite oder 1,5 DIN A4-Seiten mit dem Blutbild. Und ich wusste dann, was ein HB-Wert ist und wie wichtig Elektrolyte sind und wie man das alles liest. Und und konnte dann damit auch umgehen. Und jede neue Diagnose, Anke hat sich ja so gut wie alles abgeholt, was auf der Packungsbeilage stand, was an Nebenwirkungen entstehen kann. Und jedes Mal haben wir uns angeguckt, an die Hand genommen und gesagt, wir kämpfen, wir kriegen das zusammen hin. Welche Rolle, weil ich weiß, dass du ein tiefgläubiger Mensch bist, welche Rolle hat dein Glaube gespielt? Die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Ich habe da so einen kleinen Mini-Clip mal gemacht, um das zu verdeutlichen. Ich bin jetzt nicht, um das gleich klarzustellen, so der Kirchgänger und der einer Religionsgemeinschaft angehört. Aber dieser tiefe innere Glaube, der ist tatsächlich vorhanden. Und ich sage zum Thema Palliativ, wenn ich in ein Gewässer steige zum Schwimmen, ein Teich, ein See, ein Swimmingpool und sehe, da strampelt sich gerade eine kleine Fliege ab oder eine Ameise oder eine Spinne, die ins Wasser geplumpst ist. Die wäre unter normalen Umständen palliativ, die wäre verloren. Da kommt man nicht mehr dran, dass die wird irgendwann ertrinken, strampeln und untergehen. Wenn ich aber da hingehe mit der Hand drunter und setze die ans rettende Ufer, da konnte das Tier nicht mit rechnen, das konnte niemand erahnen. Oder ein Windzug, eine kleine Welle. Das ist das, was ich meine. Das Schicksal kann dir hilfreich sein. Hoffnung hilft. Diese Hoffnung darf man niemals aufgeben. Und dann kann man sogar, wie ich im Song geschrieben habe für die Anke, dann kann man sogar Berge versetzen. Ja, das sagen nahezu jeder Onkologe auf der Welt, sagt es. Ne? Ja. Also wenn der Kopf nicht mehr will So ist das. und nicht mehr an Heilung glaubt, dann gibt der Körper auf. Und das ist mein tiefer, fester Glaube. Der hat deiner Frau möglicherweise das Leben gerettet. Ja, so weit will ich nicht gehen, aber war vielleicht hilfreich. Ja, die Ärzte haben sicherlich auch einen entscheidenden Teil dazu beigetragen. Ja. Und natürlich die moderne Medizin. In der Krebsforschung ist ja viel passiert die letzten Jahre. Sag mal, stehen denn die Wanderschuhe für euren 3. Jakobsweg-Anlauf schon bereit oder wartet ihr noch ein bisschen? Also die stehen immer noch an ihrem angestammten Platz im Keller. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Zwischenstück, den mittleren Teil des Jakobswegs, sind noch gut 200 Kilometer, die wir noch absolvieren müssen. Den Anfang haben wir, die ersten 250 und die letzten 200. Das wird immer wahrscheinlicher, weil es der Anke wirklich merklich besser geht. Auf dem Jakobsweg suchen ja viele Menschen, die das machen, so dieses unmittelbare Gefühl, diese Nähe zu Gott. Ich weiß nicht, was euer Antrieb war. Manchmal ist es ja auch eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und wenn du es gerade selber gesagt hast, du bist gläubig, aber du bist jetzt nicht so unbedingt ein Fan des Fanclubs, also der katholischen Kirche. Ja. Du sparst nicht mit Kritik.
an der katholischen Kirche. Du bist trotzdem nicht ausgetreten, bis heute nicht. Warum? Doch, ich bin ausgetreten. Ich bin doch nicht katholisch, oder war evangelisch. Da hatte ich falsche Infos. Es tut mir Ist leid. ja nicht schlimm. Bedeutet aber eben, wie du richtig gesagt hast, nicht, dass ich meinen Glauben verloren hätte. Ich bin nur mit verschiedenen organisatorischen Dingen und Geldern, die da fließen, nicht immer einverstanden. Ich leiste meinen Dienst der christlichen Nächstenliebe auf vielen, vielen anderen Gebieten. Erst gestern hatten wir im Lobby-Restaurant in Köln, Lore, wie es genannt wird, ein Lokal für Obdachlose. Unser sommerliches Barbecue heißt jetzt Berbecue, weil die Obdachlosen sich selber Berber nennen. Tolle Aktion. Ich setze mich für die DKMS ein. Also das ist so und viele andere Dinge auch. Das ist so meine Form der christlichen Nächstenliebe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sollte jeder für sich entscheiden, wie er sich für seinen Nachbarn, Nachbarin einsetzt. Ja. Dieses Foto vom Barbecue, das werden wir nachher noch zeigen. 3 Männer am Grill. Fantastisch. Henning, ich werde dich jetzt ganz kurz verlassen. Henning Krautmacher ist bei uns so. Ihr kommt aus Köln. Ihr seid in Köln groß geworden. Das ist eine sehr queer-freundliche Stadt mit einer großen Community. Ihr habt auch da viele Konzerte gespielt. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es gerade jetzt, dass vor allem der heterosexuelle Teil der Gemeinschaft sich ganz klar positioniert in dieser Sache? Also es ist ja im Beitrag schon mehrfach so formuliert worden. Man darf sich auf gar keinen Fall einschüchtern lassen. Wenn man da jetzt einen Rückzieher machen würde, das wäre fatal. Und ich glaube, es braucht einfach noch so ein bisschen Zeit, bis wirklich alle Menschen kapiert haben, diese Welt ist für uns alle da und jeder soll frei leben. Jeder soll so sein dürfen, wie er gerne möchte. Ich war selber dabei beim CSD auf dem Wagen vom FC Köln natürlich. Und es war ein tolles Erlebnis. Ich sage ganz klar, es war tatsächlich ein friedlicherer Umzug als der Rosenmontagszug, weil auch weniger Alkohol getrunken worden ist, möglicherweise. Aber es war ein Fest der Liebe, muss man ganz klar sagen. Hattet ihr denn große Schnittmengen zur queeren Community jetzt auf den Konzerten der Höhner damals? Ja, also ich meine, Gott sei Dank wird es ja auch immer besser. Die Menschen haben keine Scheu mehr, sich ganz klar auch zu offenbaren, zu zeigen. Und Köln ist tatsächlich die Stadt der Schwulen und Lesben, hat man früher immer gesagt. Also die queere Gemeinde in Köln wird immer größer oder immer offener. Und das ist auch gut so. Und wir hatten tatsächlich Kontakte, natürlich, klar. Auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in unseren Dunstkreisen, bei den Produktionen, die wir hatten, da war wirklich jeder nach seinem Gusto vertreten. Henning Krautmacher, du hast einen Teil deiner Kindheit auf dem Bauernhof verbracht und du hast was gegessen. Ich habe bin stolz zwei auf dich. Brötchen gegessen, ja, genau. Nee, du hast deinen Teil deiner Kindheit auch bei Verwandten auf dem Bauernhof verbracht. Was war denn dein Lieblingstier damals? Im Waldeckchen war das. Ich hatte eigentlich kein Lieblingstier im eigentlichen Sinne, weil die hatten da wirklich alles. Es gab Hühner, es gab Schweine, es gab Kühe, sogar einen Ackergaul hatten wir. Ja. 2 Onkels im selben Ort. Der eine hatte den Ackergaul Max und der andere Ackergaul von Onkel Heinrich hieß Moritz. Ich habe die Kälbchen eigentlich immer geliebt. Die waren immer so zutraulich, waren immer verspielt. Das war immer so mein Faible. Aber so, ja, eigentlich mochte ich alle Tiere, immer schon. Warst du mal bei einer Geburt dabei? Nicht wirklich. Ich kam einen kurzen Moment zu spät. Es war in den frühen Morgenstunden, wurde dann gerufen, da war das Kälbchen aber schon geboren. Ja. Aber ich habe ein frisch geborenes Kälbchen gesehen. Das war ein tolles Erlebnis, ja. Grün ist überhaupt dein Ding. Du hast eine sehr besondere Beziehung zur grünen Insel Irland. Woher kommt das? Das hat natürlich mit der Musik zu tun. Ich sage immer, wenn die Musik irgendwann mal erfunden wurde, ursprünglich entstanden ist, dann muss es auf der grünen Insel gewesen sein. Die haben so wunderbare Melodien und es hat ja auch Gründe, warum so viele Bands wie die Höhner oder die Blackfish oder Interpreten wie Peter Alexander, die kleine Kneipe, ist im Ursprung ein altes irisches Volkslied, warum diese Lieder immer wieder herangezogen werden und mit neuen Texten belegt werden, was ja gut ist, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Ja. Und irgendwann bin ich rüber auf die Insel, als mein erstgeborener Sohn, der Oliver, gerade in der Schule Englisch lernen sollte. Also am besten in einem Land, wo man das muttersprachlich beherrscht. Und da sind wir dahin und haben da eine irische Band kennengelernt, die Gruppe Galleon. Und da ist eine ganz langjährige, über 3 Jahrzehnte andauernde Bandfreundschaft daraus entstanden. Und wir haben uns gegenseitig inspiriert. Also Irland ist, wir wollen auch, Anke und ich wollen da bald endlich mal wieder hin.
Am besten im Sommer. Ich habe gelesen, im Winter ist es so, Irland wäre wunderschön, wenn man ein Dach drüber bauen würde. Aber die Monate Juni, Juli, August sind traumhafte, schöne Monate. Es ist nicht so ganz so heiß wie im Süden Europas. Und es regnet auch nicht so viel. Es ist traumhaft. Zurück am Volle Kanne Frühstückstisch mit Henning Krautmacher. Henning, es wird ja dieses fulminante Wetten-dass-Comeback geben dieses Jahr mit den Kaulitz-Brüdern. Und ich weiß, dass du mit dem ZDF bereits in Gesprächen bist für eine Wette. Ja. Was kannst du uns denn dazu schon verraten? Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit vorpresche und möglicherweise jemanden brüskiere, weil es ist wirklich nur eine Anfrage. Aber es bietet sich an. Der Song, den wir eben schon besprochen haben, Zusammen laut für Inklusion, das schreit ja regelrecht nach einer Wette, weil ich habe im Zuge der Recherche auch gelernt, mit dieser Bezeichnung Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung ganz anders umzugehen. Ich habe beim 1. FC Köln gelernt, Blindenfußball zu spielen, als Beispiel. Es gibt eine Blindenfußballmannschaft und der Ball hat kleine Glöckchen, damit blinde Menschen oder schlecht sehende Menschen den Ball überhaupt verorten können. Und ich musste dann so eine Maske aufziehen. Habe ich auch mal gemacht. Für ist volle ja Kanne haben wir mit blinden Fußballerinnen und Fußballern Wahnsinn, gespielt. was da passiert. Und da habe ich mich gefragt, wer hat denn jetzt hier die Behinderung? Der Blinde oder ich? Und da ist Die mir- kommen damit gut klar. Ja, eben. Es So ist ein genaues faszinierend. Gehör haben. Auch das Lesen, Blindenschrift. Joanna Zimmer hat mir ihr Textblatt als Erinnerung gegeben und sagt, hier, guck mal, für mich war das ein unebenes, weil ich konnte, geht nicht. Und meine Wette wäre, wenn es denn klappt, als Wettpaten würde ich gerne den Samuel Koch bitten, die Verantwortung dazu übernehmen und zu wetten, dass eine Mannschaft von blinden Fußballerinnen und Fußballern im Elfmeterschießen die erste Mannschaft des 1. FC Köln besiegen wird. Also 5 Elfmeterschüsse auf beiden Seiten. Ich bin mir sicher, die Blinden würden gewinnen. So viel zur Behinderung, mit oder ohne. Bei der Wette gehe ich mit, Henning. Und bei der Giovanni Zarella Show hast du ja auch schon, glaube ich, einen Fuß in der Tür, ne? Ja, wir versuchen natürlich möglichst überall auf uns aufmerksam zu machen. Beim Giovanni würde ich gerne den Köbis mal vorstellen, weil es gibt in Deutschland immer noch diese Begrifflichkeit Kürbis und Köbis. Die Leute wissen nicht, was ein Köbis ist. Der Kölner Kellner, da darf man auch nicht Kellner zu sagen oder Herr Ober. Das ist ein Köbis, kommt vom Vornamen Jakob. Und Jakob Kürzel ist Köbis. Und das Lied ist ja jetzt für das Musical entstanden. Und das wollen wir irgendwann in einer der Fernsehsendungen präsentieren. Lieber Henning, es kamen so liebevolle Nachrichten. Ich würde dir gerne ein paar weitergeben. Ich bin sehr gespannt. Von Ja. Ihnen da draußen. Die Michaela war, schreibt sie, früher so ein Höhner-Fan. Die ist euch überall hinterhergefahren. Fast überall, sagt sie. Das war eine wunderschöne Zeit. Du bist ein toller Musiker und ein noch tollerer Mensch. Oh ja. Und dein Song für deine Frau hat ihr letztes Jahr in einer sehr schweren gesundheitlichen Situation geholfen. Es ist bis heute der Song, den sie sich anhört, wenn es auch mal wieder ein schwierigerer Tag ist. Der Manfred hat eine tolle Frage, finde ich. Sein Lieblingssong ist immer noch Der Nah, weil wir mehr davon brauchen, die uns den Spiegel vor Augen halten. Und seine Frage an dich ist, wie ist deine Definition von Leben und woher kommt deine offensichtliche Liebe zum Leben? Ich bin ja in vielen Interviews gefragt worden, ob ich eine Lebensweisheit hätte. Und die ist, das Leben ist ein bisschen Sein. Also mit Bezug auf, man muss irgendwie etwas beherrschen, einen Beruf gelernt haben oder einen gewissen Grad an Bildung haben. Ein bisschen Schein. Also in der heutigen Zeit kann man ja vieles auch durch irgendwelche technischen kleinen Kniffe ein bisschen beschönigen, aber auch durch ganz viel Schwein im Sinne von Glück. Und wenn man das beherzigt und verinnerlicht hat, ein bisschen Sein, ein bisschen Schein, ein bisschen Schwein, ein bisschen Glück haben, dann sollte man eigentlich gut durchs Leben kommen und man sollte Golf spielen, weil da lernst du devot zu sein. Warum? Weil Warum denn beim man Golfspielen? keinen finden, dem man die Schuld dafür geben kann, dass dieser eine Schlag jetzt nicht funktioniert hat. Man darf die Schuld nur bei sich selber suchen. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Das ist übrigens bei fast jedem Sport so. Gut, beim Mannschaftssport Genau, Mannschaftssport wird schon schwieriger. Aber insbesondere der Golfsport, da spielst du auch im Team, wenn da 4 Leute im Flight sind. Du spielst für dich, egal wie der andere spielt. Du spielst gegen dein eigenes Handicap. Henning, der Rolf schreibt, guten Morgen, was für ein toller Gast heute. Ich wünsche Henning und deiner Frau alles Gute. Er vermisst die alten Höhner, die alten Blackfoes und die alten Räuber.
Das ist nun mal so. Alles hat seine Zeit. Ich habe dazu einen Song gemacht. Irgendwann ist immer Schluss. Und dann fängt irgendjet Neues an. Elisabeth hat zu deinem Glauben geschrieben, dass ihr Lebensmotto ist: Ich glaube an Gott, aber ich habe Probleme mit dem Bodenpersonal. Ja. Ist zwar nicht von ihr, passt aber 100% zu ihr. Adenauer hat dazu gesagt, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, es gibt keine anderen. Ja, genau. Und die Petra schreibt, Hoffnung hilft. Henning Krautmacher, ein toller Künstler, herausragende Persönlichkeit, herausragend in Großbuchstaben. Hirsch. Ein Genuss, dir zuzuhören. Danke und nur das Allerbeste für dich und deine Frau. Zu der fährst du jetzt gleich wieder, wenn wir hier fertig sind, in wenigen Augenblicken. Ja, und gemeinsam fahren wir dann zu meiner Enkeltochter, die 13 Jahre geworden ist. Teenager. Verrätst du uns, was sie bekommt von Oma und Opa? Ja, es ist ein bisschen pragmatisch. Also es fängt auch für sie jetzt das Zeitalter an, wo man sich schon mal an einem Rechner betätigen muss. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie zuguckt. Deswegen gehe ich jetzt nicht weiter in der Aussage. Okay, sie kriegt ja jetzt gleich Ja, erst. kann das sein. Die Ferien sind ja schon längst. Ne? Ja, Die eben. sind Ja, letzte eben. Woche losgegangen. Nee, letzte Woche doch. Doch, letzte Woche. Eine Woche sind die schon in den Ferienlagern oder wo auch immer. Sag mal, ganz kurzer Ausblick. Also ich habe mitgekommen, möglicherweise ein Auftritt in der Giovanni Zarella Show, hoffentlich eine Wette bei Wetten, das. Was steht als nächstes drehtermintechnisch an? Drehtermintechnisch erstmal nichts Weltbewegendes, aber eine Buchveröffentlichung für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, die DKMS, eine gute Freundin von mir. Auch lange schon. Genau, da bin ich stark Botschafter und Jutta Maas hat ein tolles Kinderwerk geschrieben, um Kindern Angst davor zu nehmen, Typisierung, also mit dem Wattestäbchen, Ja. diese Geschichte. Und hier geht es um Leukämie, dass Leukämie heute heilbar ist durch eine Stammzellspende. Ein schön illustriertes Buch, Saskia Geimann hat es illustriert. Das ist die nächste Aktion im Herbst. Ja, ansonsten stehe ich auf der Bühne wieder im Millowitsch-Theater. Ich dachte, es Sehr war schön, haben wir Volksbühne. vorher gesehen. Jawohl. Und im Musical Himmel und Kölle. Es war mir eine große Freude, mit dir zu frühstücken. Ein lebensbejahender Mensch wie du, immer willkommen. Ihnen schönes Wochenende und viel Erfolg beim Schattenplätzchen suchen. Bis Montag.